Und schon sind wir da bei der Quelle der Zoras. Auch hier gibt es wiederum 2 Herzteile zu holen. Das eine ist ein bisschen rutschig, das andere relativ easy, wenn man gut tauchen kann. Ja. Das andere müsste genau da drüben sein. Ja, da drüben ist es. Sehr schön, sehr schön. Funktioniert doch alles wie es soll. Wow. Ja, außer die Viecher, aber ist mir gerade egal. Denn ich habe das Herzteil. Und jetzt noch das andere hier im Grunde. Der Pfütze. Müsste eigentlich auch etwa 2 Minuten durchhalten unter Wasser. Blub, blub, blub. Ich kann mich nicht umsehen. Blub, blub, blub. Dämliche Kameraeinstellung. Blub, blub, blub. Ach, bin gelandet. Blub, blub, blub. Ich meine, wer versteckt hier unten ein Herzteil? Wieso? Ich meine, wie schwer muss ein Herzteil sein, damit das hier unten bleibt? Ganz ehrlich, kapiere ich nicht. Aber egal. Und jetzt gibt es noch ein Herzteil. Oh, wir haben schon 19, wa? Was meinst du, 19 voll? Stimmt schon lange, wie es aussieht. Aber gar nicht gemerkt. Hä, wie jetzt? Wir noch 3 Herzteile? Ja, stimmt, ja. Fehlt noch das in der Eishöhle und dann 2 bei der Gerudo-Festung. Auch eines davon ist relativ einfach zu holen, das andere zusammen mit dem Bogen-Update, beziehungsweise Köcher-Update, relativ... Ja, auch relativ einfach eigentlich, aber ihr wisst ja bei mir eigentlich und so, vor allem mit den Schießkünsten, das wird eine Weile dauern. Aber auch das werden wir natürlich noch schaffen und dann geht es endlich zu Ganondorf. Dann holen wir uns die 100. Skulltula und gehen nochmal kurz zurück zum Skulltula-Haus, um die alle zu befreien und zwar mit Rubine einzusacken und dann... Wow, weichen wir noch kurz aus, ja. Dann kaufen wir uns ein paar Elixiere und so, auch noch ein grünes Elixier. Ich finde, das gehört auch dazu zu einem Komplett-Run. Vielleicht brauchen wir es sogar noch und sind dann froh darum. Autsch! Und das war ich jetzt nicht froh. Und schon bin ich da. Ja, schon bin ich da. So, die Eishöhle war doch ein bisschen lebensgefährlich, war? Oh yes. Übrigens bei Ocarina of Time der einzige Tempel, der ein Herzteil in sich trägt. Im Gegensatz zu Twilight Princess oder Skyward Sword. Okay, Skyward Sword hat jetzt auch nicht so viele. Oh nö, wo war jetzt das schon wieder? Ich überlege gerade. Ich glaube, der Raum da rechts oben war. Alter Falter. Gut, Dankeschön, das wurde mit mir erledigt. Ich muss jetzt alles wieder hier aufmachen, oder was? Es darf doch nicht wahr sein. So, keine Pfeile verschwenden, die brauche ich nachher noch. Hä? Ja, wollte gerade sagen, was ist denn jetzt kaputt? Aber nee, geht alles seinen gerechten Gang. Bis jetzt. Bäm, Headshot. Ja, aber Link ist das gewohnt, er hat einen harten Schädel, von dem her kein Problem. Denke ich zumindest. Oh ne, jetzt war wieder blaues Feuer oder was? Komm schon. Ah, dann hol ich's halt. Gibt's hier runter? Hat doch hier noch was. Das war doch der Raum mit dem blauen Feuer. Yep, da war's doch schon. Zum Glück brauchen wir... Ja, wollte gerade sagen, das Kultur da oben. Zum Glück brauchen wir nur eine Flasche. Und doch lieber 2, gehe ich auch nur mal sicher. Ich habe keine Lust. Ja, Mann! So macht der Profi das. Die Armwölfe, wa? Ja, Link, wollte gerade sagen, was soll der Humbug? Du sollst keine Luft einfangen. Bingo, und zurück. Und zurück, im Gleichschritt zurück. Gegner? Ne, nicht mehr da, schön. Das ist da hoch. War's, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre, und ich irre mich ja öfters. Das stimmt schon. Und ausschütten das gute Feuerchen, das erstaunlicherweise nicht unser Glas irgendwie geschmolzen hat. Ja, ist halt magisches Feuer oder ist halt ein magischer Behälter.
Oh, wow! Sorry Leute, bin nur auf der Durchreise. Tschüss! Bin jetzt so. Yep, bin richtig. Gut, ich muss schon wieder aktivieren. Ey, das glaubt ja mir keiner. Aber diesmal geht es relativ zackig, denn ich weiß noch, wie es funktioniert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist eigentlich auch allergisch gegen blaues Feuerchen, hä? Ja, Link, befreie dich mal bitte. Nee, der ist immun. Oje, oje. Wer soll einen denn so eine Scheiße abkaufen, da? Gut, nachher aber auch noch das hier, dann das hier, dann das hier und das sowieso. Ja, und da ist es schon. Noch ein Herzteil. Fehlen nur noch 2 insgesamt, was? Da unten ist es. Na, warte, Alter. Jetzt will ich mal wissen, wie cool du wirklich bist. Das müsst lachen, das funktioniert. Wow! Ja. Hat er gesagt, hätte mich gewundert, wenn das funktioniert hätte. Da haben die Entwickler wohl doch mitgedacht. Respekt. Aber das wird reinhauen. Ja, hat reingehauen. Ich hau ab. Und willkommen in der Gerudo-Festung, wo es die 2 letzten Herzteile gibt. Oh yeah, yeah, yeah. Vor allem das zweite Herzteil zu holen plus das Köcher-Update dürfte etwas langwieriger sein. Leider, leider. Aber ihr kennt ja meine Schießtechnik hier mit der Gamecube. Ja, ich schieb's wie immer wohl irgendwie auf die Gamecube-Steuerung, wa? Wobei die gar nicht mal so schlecht ist, weil man ein bisschen die Übung hat. Komme ich jetzt irgendwie da direkt hoch, weil ich muss jetzt zur Kiste da oben. Ich muss noch erst einbunkern lassen. Jetzt hat die andere Variante, aber da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Na, mal gucken. Hallo. Servus. Servus, die Mädels. Oh Mann, hey, hier der einzige Mann zu sein, das muss ein Traum sein. Mann, Ganondorf, du bist so ein Trottel, er könnte hier voll der Hecht im... Da will er der Hahn im Korb sein. Was macht er? Nö, ich will die Weltherrschaft. Clever hoch 10. Hey, sag ich sogar. Bingo, und hier ist schon das erste der 2 verbliebenen Herzteile. Ja, einfach mal so hier oben auf dem Plateau. Eine große Kiste mit dem Herzteil, nur noch ein einziges. Und natürlich noch das Köcher-Update. Das ist auch clever, Link. Immerhin komme ich hier hoch. Oh yeah, und ins zur Schießbahn. Ich kann es wohl voll beschießen. Nee, verdammt! Ja, Moment, was mache ich hier? Was mache ich, Trottel eigentlich? Hier geht's, so geht's so viel schneller. Up. Und gleich bin ich oben. Wobei ich könnte auch mal den Brunnen rufen, wa? Ich muss ja rufen, ich kann es auch schnell holen gehen. Sie ist sowieso gleich hier unten. Etwa hier müsste sie sein. Da vorne. Voll vorbei. Egal. Den Epona brauche ich leider, oder was heißt leider, zum Glück. Für das letzte Herzteil. Komm schon, Epona, ein bisschen schneller. Kommst du die Treppe hoch? Nein, glaube ich ja nicht. Höher, wo ist es denn? Höher, 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 hoch. So, sag mal, so. Oi, oi. Also die Gerudo-Festung ist nicht für Pferde hergerichtet worden, wa? Aber egal. Wir sind gleich da, auf der Schieß- und Rennbahn. Sieht irgendwie wie eine Rennbahn aus, wa? Aber egal. Da unten ist die Frau, die uns das letzte Herzteil gibt. Hoffe ich. Hey Junge, du hast aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast, aber hey! Ja okay, stimmt eigentlich, wir haben es mehr oder weniger... Nee, geklaut nicht. Wir haben es von Boris... Ja, wir haben es... Von Boris sage ich schon. Wir haben es von diesem Typen geschenkt bekommen. Ja, Bogenschießen schon gut, 1000 Punkte, alles klar. Nur 20 Rubins, ich habe noch ein paar geholt, hey. Nur 20. 1000 Punkte brauche ich, 1500 für den Schluss und das wird lustig. Steht doch gar nicht mal so gleich da, ne?
Wie gesagt, 1000 brauche ich bloß das letzte Herzteil. Momentan sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Aber die 1500, das wird mühsam, ey. Okay, 6 Pfeile halte ich noch. Ja, ich überlege nur gerade, ob das mit den 1500 realistisch ist, aber ja, wieso eigentlich nicht? Handy müsste ganz bestimmt gut gebrauchen. Und das letzte Herzteil, ich werde bekloppt, wir haben alle 20 Herzen voll, juppie da. Eigentlich könnten wir jetzt direkt zu Ganondorf gehen, aber wisst ja, wie ich schon bereits gesagt habe. Hallo, mein PC, was machst du da? Alter, der plötzlich laut. Wehe, du stürzt mir jetzt ab, ja. Ja, wie gesagt, ja, uns fehlt noch etwas, und zwar das Köcher-Update. Es gibt nämlich noch einen Köcher mit insgesamt 50 Pfeilen und den will ich auch noch für das komplette 100%. Ja, 100% waren irgendwie. Und hopp. Also gut, holen wir uns das noch. Das war auch clever. Ja, kämpfen, reden! Halt so. Jetzt irgendwie war ich gerade festgeklemmt. Egal. Hey Kleiner, versuch mal 1500. Ja, versuch es mal. 3-mal versuche ich es onscreen, wenn es nicht klappt, dann halt noch ein paar Mal offscreen, bis es mal geklappt hat. Verdammt! Das war clever. Oh je, oh je. Gut, den 100er hier habe ich noch. Verdammt, mir fehlen noch ein paar Hunderter da vorne. Na toll, kann ich schon näher auf die... Doch, über 1000 komme ich noch, immerhin. Verdammt, was war das gerade? Ja, ich versuche es nochmal. Wie gesagt, dreimal zeige ich es euch und nachher, wenn es nicht klappt, mache ich es halt noch offscreen. Bis dann die letzte Runde mal klappt und die zeige ich natürlich wieder. Irgendwie funktioniert das mit den Pausen dazwischen nicht mehr so, wie es sollte. Verdammt, die 69er. Was ist plötzlich los heute? Hey, also der war voll in die Schwarze. Verdammt! Bin schlechter als beim letzten Mal, das glaube ich einfach nicht. Ich werde immer schlechter. Alter, verdammt. Ja, ist gut, ich will es nochmal. Ich muss die 1500 doch erreichen, Mann. Die Strategie wäre eigentlich so simpel. Zuerst alle Flaschen hier killen, alle Krüge natürlich. Die anderen dann hier jeweils in die Mitte schießen. Sag in die Mitte, nicht in den zweiten Ring. 27, naja. Könnte auch schlechter sein. Für 11 Pfeile reicht natürlich eigentlich locker. Natürlich er schießt so. Ja, theoretisch gut machbar. Okay, Leute, ich versuche es noch ein paar Mal. Ja, hier haben wir ein ganzes Geld noch aus. Lululu, jeweils 20 Rubine, verdammt. Na, endlich, ey, meine Güte. Der dritte Anlauf bereits und jetzt haben wir es endlich geschafft. Der ultimative Köcher, der Riesenköcher. Insgesamt 50 Pfeile. Ist das geil oder was? Puh, meine Fresse, was mache ich jetzt?
Mal kurz gucken, bevor wir uns den nächsten Part zu Ganondorf aufmachen. Weil wie gesagt, wir haben bereits alles. Riesenköcher haben wir, die Bombentasche auch maximal. Die Titanhandschuhe fehlen noch und auch die, hier war sie, die 100. Skulptur, aber da holen wir uns dann kurz vor Ganondorf, beziehungsweise wenn wir das erste Mal nach Ganondorfs Besuch wieder rauskommen. Wir müssen ja die Titanhandschuhe, ne Moment mal, stimmt gar nicht, die Titanhandschuhe kriegen wir im Turm, aber dann das Upgrade der Herzen kriegen wir erst außerhalb und dann kann ich noch die 100. Skulptur abgeben und die alte Munter befreien, dann kriegen wir noch 200 Rubine und es ist super. Also, was mache ich jetzt noch? Genau die Flaschen. Eine will ich noch leer behalten, die brauche ich noch für Ganondorf. Eine will ich noch füllen mit Magie, beziehungsweise mit grünem Elixier. Jetzt überlegen, wie ging das Lied schon wieder? Bingo, das war's. Die Totengräbermusik. Du, 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 du. Ja, zum Friedhof, bitteschön, so schnell wie möglich. Transwarp! Und da sind wir beim Friedhof! Aber wir verlassen ihn gleich wieder. Weil mir viel zu unheimlich ist und vor allem viel zu nass. Ist das krass? Ja! Geil, Mann, geil! Wir haben das Spiel endlich durch, bald durch und vor allem noch komplett und das ist einfach nur so geil. Mal kurz schauen, kann ich noch irgendwie was auffüllen oder so. Bomben haben wir noch nicht komplett. Hier, Dekoschleuder und naja. Bleibt das halt nicht ganz voll, wa? C'est la vie, sage ich dazu nur, c'est la vie. Wo war es jetzt da oben genau? Hier war zwar die Schießbude. Mit der Schießbudenfigur. Oh, hoppala. Aber hier oben ist noch der Bazar und auch der Magieladen genau gegenüber. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, Leute, ich war bei Ocarina of Time sehr selten hier beim Bazar. Die habe ich mir eigentlich meistens als Kind geholt und so, aber hier als Erwachsener war ich eher selten. Geht nicht mehr? Ja dann halt. Deko-Stäbe können wir aber noch einen nehmen. Bingo, noch einen? Ne, kein Platz mehr. Okay, Pfeil auch genug. Bomben noch upgraden. Ja, upgraden auf Füll natürlich. Das kann auch reichen. Gut, sehr gut. Und jetzt noch die Magieflasche. Oder wohl jetzt das grüne Elixier und wir sind endlich durch für diesen Part. Und da kann ich in der nächsten Aufnahme ganz gechillt zu Ganondorf gehen und es ist alles wirklich super. Jetzt fehlen uns eigentlich noch rotes Elixier und grünes Elixier, aber wie bereits gesagt, rotes Elixier will ich eigentlich noch behalten. Ich meine natürlich die Flasche noch behalten, weil ich die ja gar nicht fürs Trinken gebrauchen will, wobei für die Energieleiste vollständig auch zur einmaligen Anwendung. Aber die Milch auch. Aber da sogar zweimal. Grünes Elixier, ist das geil. Ja, ist gut und benutze es mit C, um deine... Ja, das weiß ich doch, weshalb wäre es sonst grün? Ich will mich ja ungern vergiften lassen, das muss irgendwie was mit Magie zu tun haben, nö. Jetzt weiter kaufen, Milch natürlich. Steht hier nichts irgendwie, ne, einen Select-Knopf habe ich nicht, ist ja toll. Ich dachte vielleicht irgendwie eine Beschreibung oder so wäre noch ganz toll, aber egal. Ja. Ihr seht schon, wir sind soweit alles komplett. Wir haben alle Magie, die es gibt. Wir haben alle magischen Flaschen, magischen Pfeile. Die Flaschen hier unten alle 4 Stück. Hier auch alles komplett. Hier auch aus einer Skulptur, wie bereits schon öfters, sehr oft sogar erwähnt. Die holen wir uns vor Ganondorfs Dingsbums. Genau, was ist hier am Marktplatz? Ist hier am Marktplatz, egal. Aber da wäre es und sonst wirklich alles voll, überall alles Kultur, das ist doch super. Damit speichere ich in diesem Part, dieser Stelle, diese Aufnahme und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Dann auf zu Ganondorf. Ciao zusammen!